ein Wahnsinn! Das kann gefährlich sein! Ja, bestimmt. Ich spür's. Ich muss unbedingt sofort den Doktor rufen. Excuse, Frau Zuckerhut. Es ist noch unser Ball. Oh, Gott sei Dank. Können wir dann echt wieder zurückkommen? Dann nehmen wir den Kind. Aber, kleinen Moment. Solltet ihr nicht in der Schule sein? Oder nicht? Ist nicht jemand Schulschwänzen? Oh, nein, Frau Zuckerhut. Der Frau Gerstenkorn ist nicht gut. Wir haben frei. Ist krank? Ist aber nicht ansteckend, oder? Ich weiss nicht, Frau Zuckerhut. Ja, aber, und wenn sie mich ansteckt? Geht jetzt lieber. Ich habe darum sehr eine anfällige Gesundheit. Müsst ihr wissen. Adieu, Frau Zuckerhut. Gott. Ich nehme am besten gerade meine Tröpfchen und dann tue ich nachher anliegen. Und am Herr Igel muss man noch seine Stacheln kontrollieren. Ja, ich gehe gerade zu ihm. Ich habe ein ganz interessantes Heilmittel. Ich würde es ganz gerne bei ihm ausprobieren. Hineinkommen? Ah, Frau Gerstenkorn. Und was führt sie zu uns? Sollten Sie nicht in der Schule sein, Frau Gerstenkorn? Oh, nein. Ich glaube, sie hat ihre Stimme verloren. Und weit aufmachen. Und sagen Sie, ah. Bin ich blöd, kann sie ja gar nicht. Sagen Sie. Danke. Sie haben eine ganz wüste Kehlkopfentzündung verwünscht, Frau Gerstenkorn. Am besten macht sie gerade eine Antibiotika-Kur. Ich hole es gerade geschwind, Frau Gerstenkorn. Ich glaube nicht, dass das nötig ist, Einstein. Sie muss nur ihre Stimme schonen. Ja, aber mit Tetrazyklin bringst du das in einer Woche weg. Ich glaube nicht, dass es... Ja, Bakterien und was ist mit den sind. Kindern? Und wenn Wer sie schaut ihre denn jetzt für Stimme sie in der schonen, Schule? Dann hält das ganz schnell wieder von allein. Aber man kann nicht... Nein, vorsichtig tun Sie sein nicht mit reden, so Frau einer Gerstenkorn. Ja, und schon Ich gar finde, nicht mit ich... Antibiotika. Also, könnt ihr zwei einmal ein bisschen ruhig sein, bitte? Wir haben da ein Problem zu lösen. Wer übernimmt die Klasse, während Frau Gerstenkorn fehlt? Autsch! Wer hat das wieder dahingestellt? Ach, wenn er nur eine Brille hat. Nicht, danke. Nein, Wurfel, ich bin's, der Alfred Otter. Oh, grüezi, Dr. Otter. Was führt Sie zu mir? Ich wollte Sie fragen, ob Sie Schule geben für 1-2 Tage. Frau Gerstenkorn hat ihre Stimme verloren und... Oh nein, das tut mir leid, Dr. Otter. Ich bin gerade auf Besuch. Gehe zu meiner alten Mutter, sie ist auch nicht mehr die Jüngste. Und ganz unter uns, Doktor, Ihre Augen sind ja furchtbar schlecht. Ich sage ihr, Sie brauchen eine Brille, aber was Sie hören? Ich weiß genau, was Sie meinen, Wurfel. Ja, ich glaube wirklich nicht, dass ich das kann, Dr. Einstein. Ich bin nicht besonders gut in der Schule. Und wir wollten doch heute noch ein neues Schlafzimmer graben. Oder Lampel. Ja. Ja, stimmt. Einfach eine Straubenzeit. Ja, Doktor. Ja, wirklich. Hast du mich nicht? Excuse, Dr. Steinli. Es ist so schlimm, Julia. Aber je schneller wir wieder eine Lehrer finden für euch, umso besser. Der Wurfel kann nicht und die können auch nicht. Alle, die ich gefragt habe, haben entweder keine Zeit oder sie sagen, sie können es nicht. Und wir können auch nicht. Wir müssen doch für die Patienten schauen. Also, da ist noch eine Person, die ihr noch nicht gefragt habt. Frau Zuckerhut! Ich? Aber Dr. Otter, was ist mit meiner Entzündung? Und Sie wissen doch all meine Probleme, die ich... Nein, ich glaube... Gut, unter diesen Umständen, Dr. Otter, ich fühle mich geehrt. Jedes muss ja seinen Teil an die Gesellschaft beitragen. Solange Sie sich um meine Hühneraugen kümmern, ich stehe ja viel und dann melden Sie sich immer wieder und sogar mit Ihren speziellen Rückensalben. Schulglocke! Ich glaube, der Frau Gerstenkorn geht schon wieder besser. Und haben wir heute nicht zeichnen? Guten Morgen, Julia. Frau Gerstenkorn ist aber schnell wieder gesund geworden. Das ist sicher wegen der Medizin vom Dr. Otter. Ich und der Kuttli haben etwas ganz Interessantes gefunden zum zeigen. Ja, ein vierblättriges Kleeblatt. Und wenn du so eins findest, hast du wirklich Glück. So, also ich stehe
jetzt in die Mitte und schau, dass auch niemand kommt. Und es sieht gut aus, keine Gefahr umeinander. So, dann könnt ihr jetzt kommen. Und bitte! Frau Geisterhorn, Frau Geister! Gut, Kinder, sitzt ab. Ich bin eure Lehrerin, solange Frau Gerstenkorn krank ist. Und ich bin sicher, dass wir ganz gut auskommen miteinander. Schauen Sie, Frau Zuckerhut, ein Vierblätt. Ah, nimm das weg. Bin allergisch auf Klee. Wir haben heute zeichnen, oder? Nein, nichts sage ich nicht. Ich bin sicher, die Farben geben mir noch einen Ausschlag. Gut, tun wir dann shooten. Shooten? Oh nein, das ist viel zu gefährlich, wie wir beide ja wissen, Gumpi. So, ich schlage vor, dass ihr jetzt alle schön ansitzt und dann machen wir, was uns ein Einmaleins alles sagt. Oh nein. Jetzt habe ich gemeint, die Kleeblätter bringen Glück. Wir fangen an mit der Zweierreihe. 1 mal 2 ist 2. 2 mal 2 ist 4. 3 mal 2 ist 6. 4 mal 2 ist 8. Oh nein. Vielleicht ist das am Ende doch nicht so eine gute Idee gewesen. Je früher Frau Gerstenkorn wieder reden kann, umso besser. Aber vielleicht... ja, das müsste doch gehen. Wie macht's unsere neue Lehrerin? Nicht gerade gut, leider. Sie ist allergisch auf Farben, das Shooten ist zu gefährlich und dem Kind gefällt es ganz und gar nicht. Aha, genau, was ich brauche. Alfred, was führst du im Schild? Probiere der Frau Zuckerhut ihre Gefühle nicht zu verletzen. Bis später, Elsie. Ja, ihre Gefühle nicht... was soll das? So, jetzt das drauf. Ja. Und das so drauf. Ja, sehr gut. So, das wär's. Und? Bereit? Ja. Sieht, dass Frau Gerstenkorn ihre Stimme wieder bekommt. Also dann, kann mir eins von euch sagen, wie man Medizin buchstabiert? Ich wünschte mir, dass Frau Gerstenkorn da wäre, anstatt die dick gut wie Sachtle. Grüezi, Frau Gerstenkorn. Sie wollen sicher wissen, wie es mit Ihren Kindern steht. Es tut mir leid, aber im Rechnen sind sie nicht gerade sehr gut. Auch nicht im Schreiben. Ja, dann halt, Frau Zuckerhut. Ich glaube, ich habe meine Stimme schon wieder. Ich glaube, ich kann die Klasse wieder übernehmen. So, gut. Also dann, auf Wiedersehen, Kinder. Adieu. Das funktioniert. Und so habe ich wieder reden. So gut, Alfred. Die arme Zuckerhut. Oh, es hat er, glaube ich, nichts gemacht. Sie war froh, hat sie wieder zu den Küchen dürfen. Aber was ist mit den Kindern? Ah, kommen wir rein? Wir sind schon da, Dr. Otter. Ich habe gesagt, wir machen die Schule da. Für die paar Tage. Ich bin sicher, dass es geht. Ja, und der Dr. Otter hat gesehen, wie die malen. Halt, nicht da. Das ist meine Schuhe. Nein, keine Gefahr, Vanessa, du bist kein Chamäleon.